geht, Leute? Wir sind auf dem Weg zur Werkstatt jetzt erstmal. Ja, das Auto hier kriegt einen Ölwechsel. Dann müssten wir eigentlich noch Zündkerzen und so weiter wechseln, aber das machen wir nicht heute. Kommt aber alles bald noch. Wie gesagt, sieht so aus, als würden wir das Auto hier behalten. Also könnt ihr euch auf ein bisschen Tuning und so weiter freuen. Da kommt einiges auf uns zu. Ich muss einiges an dem Wagen hier auch neu machen. Ja. Wir sind hier genau gegenüber vom Red Rock Casino. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich meine Chips mitgebracht. Wir sind hier bei der Werkstatt, um Ölwechsel zu machen. Das ist die Werkstatt, wo der Freund von meiner ältesten Tochter arbeitet. Ich bin zum ersten Mal hier. Just give it some gas and get it to like 2000 RPMs. So Leute, Ölwechsel check. Und jetzt sind wir hier auf Charleston, kriegen nochmal schnell einen Carwash. Also ich bin mal schnell zur Waschstraße gefahren. Wir sind hier ganz nah bei meinem allerersten Haus in Vegas. Das erste Haus, was ich in Vegas gekauft habe. Es war hier um die Ecke und bin früher immer regelmäßig mein Auto hier waschen gekommen, weil es Handwäsche hier ist. Und kostet ein bisschen mehr, aber die geben sich richtig Mühe. Innen, außen kommt eigentlich immer fast wie neu raus. Thank you. So Leute, Ölwechselcheck, Carwash-Check. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Ich habe noch nicht gefrühstückt, ich habe mega Hunger. Mit den Kids ein bisschen chillen und dann später Grind. You gotta go to work. 11:11 Uhr, Leute. Der Rosenmontagszug geht los. Es geht, Leute. Der Gärtner ist gerade hier vor Fabians Haus. Macht sauber. Schön sauberes Auto. Ich hasse es ja, wenn Autos dreckig sind. Meine Frau, die würde nie auf die Idee kommen, einmal zur Waschstraße zu fahren. Und da ist der Gärtner. Kümmert sich um Fabis Karte. Let's go, Leute. Riesenunterschied, Leute. Das Auto war so dreckig, dass ich nicht mal vernünftig aus dem Auto aus hier so filmen konnte. Die Windschutzscheibe war so verschmutzt. Aber jetzt ist endlich alles sauber und ihr bekommt anständige Vlogs. In den Kommentaren wurde gefragt, wie viel ich fürs Parken bezahle. Gar nichts. Also es gibt so verschiedene Players Cards. Man fängt mit so einer blauen Karte an und wenn man dann irgendwie mehrere Stunden spielt, dann kriegt man Upgrades zur weißen Karte und damit kann man, glaube ich, auch schon umsonst parken. Und die goldene kriegt man, glaube ich, ab 180 Stunden oder so. Und ja, das spiele ich halt im Monat so locker mal. Das Ding ist dann ein Jahr gültig. Also wenn er abhaut und wiederkommt, ein Jahr lang könnt ihr den Status behalten. Es ist immer zu empfehlen, sich die goldene zu holen, weil dann spart ihr Resorts-Fees und kriegt in den Shops, glaube ich, nochmal so 15% oder so. Ja, gibt es einige Vorteile. Hoodie hier gefunden, Leute. So, ab zum Pokerroom. Das Auto habe ich eine Zeit lang gehabt. Habe ich für meine Frau gekauft, damit die mit den Kids, das ist so ein richtiges Soccer-Mom-Auto. Aber dann bin ich einmal auf dem Weg zum Aria hier auf Tropicana runtergefahren. Da das gleiche Auto auf der Brücke ein Unfall. Das ist irgend so ein Chrysler Country Town, was auch immer. Ja, da ist ihm irgendwie einer mitten reingefahren, mitten ins Auto und das Auto ist einfach wie so ein Sandwich zur Hälfte geknickt worden. Und ja, genau in der Mitte sitzen die Kids, von daher habe ich das Auto dann direkt verkauft und mit den GL geholt.
Leute. Heute habe ich die Garage mal geskippt und es geht direkt zum Strip. Session mit einem Plus von 945 Dollar beendet und fast 6 Stunden gespielt. Die Sonne geht so langsam unter, Leute. Ich habe eine Nachricht von meiner Frau bekommen, dass sie um 9 Uhr zur Arbeit muss. Also fahre ich jetzt nach Hause und ja, keine Ahnung, wenn das klappt, dann machen wir heute noch Wegmänner, Leute. Ich hab schon seit Jahren vor, mit den Kids Wegmänner zu backen, aber ja, war mal zu faul dafür, aber ich habe jetzt alles bestellt, sogar diese kleinen Pfeifen und so, habe ich mal ganz kurz im Vlog letztens gezeigt. Ja, am Tisch habe ich die Pfeifen noch bestellt. Aber ihr wollt wahrscheinlich wissen, wie wir auf 945 Dollar gekommen sind heute. Um ehrlich zu sein, war ich sogar ganz kurz mal tilt, weil ich war erst plus und dann habe ich alles wieder verloren. Dann war ich irgendwie 50 Dollar minus sogar nochmal. Also es ging von irgendwie fast so 700 Dollar plus runter auf down wieder. Und dann habe ich eine schöne Hand mit Königen gewonnen gegen keine Ahnung was. Da habe ich einfach voll aufgedoppelt. Ging Preflop, Under the Gun, Open Race. Also den ganzen Abend lang wurde 2,510 gespielt. Der Open Race auf 30. Ich race auf 100, weil 90 macht keinen Sinn. Ich habe nur einen schwarzen Chip. Außerdem ist der Straddle ja auch noch im Pot. Von daher ist 100 schon okay. Also race ich auf 100 und der Kollege irgendwo MP race dann auf 250. Ich gehe all in und er callt. Wir machen Run it twice. Auf beiden Boards kommt kein Ass, aber Damen und Buben und so weiter. Von daher konnte er wohl keine Damen und Buben gehabt haben. Auf jeden Fall hat er uns auch gedoppelt und ja, hat auf jeden Fall geschmeckt. Kurzer Stopp hier, Leute. Ich bin in Chinatown, denn hier hat ein kleiner Perser ein Restaurant eröffnet, der echt leckeres Essen macht. Also wer Persisch essen möchte, Chinatown Haarfest, Leute. Here, you wanna do this?